1. Mose 3 beschreibt die furchtbare Tragödie, die nach dem Sündenfall über die Welt hereinbrach. Alles veränderte sich und Adam und Eva konnten den Kontrast sehen zwischen dem, was die Welt einmal war, und dem, was sie geworden war. Aber inmitten ihrer Enttäuschung und Verzweiflung gab Gott ihnen Sicherheit für die Gegenwart und Hoffnung für die Zukunft. Er verfluchte die Schlange mit einem Wort der messianischen Hoffnung. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das Wort Feindschaft impliziert nicht nur einen kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse, sondern auch einen persönlichen Kampf. Von Natur aus sind wir völlig gefallen und als Sklaven der Sünde. Der Mensch kann sich durch die Ausübung seines Willens nicht umbilden. Ihm mangelt die Kraft, solche Änderungen zu bewerkstelligen. Der Sauerteig, etwas, das ganz und gar von außerhalb kommt, muss in das Mehl getan werden, damit die gewünschte Veränderung des Letzteren bewirkt werden kann. So muss der Sünder die Gnade Gottes annehmen, ehe er für das Reich der Herrlichkeit geschickt gemacht werden kann. Alle Bildung und Erziehung, welche die Welt zu geben vermag, kann kein entartetes Kind der Sünde zu einem Kinde des Himmels umgestalten. Die erneuernde Kraft muss von Gott kommen. Einzig und allein durch den Heiligen Geist kann eine solche Umwandlung geschehen. Der Herr benutzte als nächstes ein Tieropfer, um diese messianische Verheißung zu illustrieren. Als Adam nach Gottes besonderer Anweisung ein Opfer für die Sünde darbrachte, war das für ihn eine höchst schmerzhafte Zeremonie. Er musste seine Hand erheben, um das Leben zu nehmen, das Gott allein geben konnte, und ein Opfer für die Sünde bringen. Es war das erste Mal, dass er Zeuge des Todes geworden war. Als er das blutende Opfer betrachtete, das sich in den Todesqualen krümmte, sollte er im Glauben auf den Sohn Gottes schauen, den das Opfer vorab darstellte und der als menschliches Opfer sterben sollte. In dem Wissen, dass sie letztendlich sterben würden, vertrieb Gott Adam und Eva aus dem Garten Eden. Aber sie gingen nicht nackt oder mit selbstgefertigten Schurzen aus Feigenblättern. Gott selbst machte ihnen Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen sogar an, ein Symbol für seine bedeckende Gerechtigkeit. Also war schon damals, von Anfang an, sogar in Eden das Evangelium offenbart worden.